Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und das Thema, das ich heute abgreifen, wird ein bisschen ein langer Thema gehen. Vielleicht werde ich doch noch ein paar Mal rankommen. Wie für mich direkt auf den Punkt zu kommen, es geht um das Thema Channeling. Ich bin der Meinung, dass das etwas ist, was ganz viele Leute interessiert, die sich da draußen mit befassen und noch ein bisschen so die Idee haben, viel mit anderen Welten in Kontakt zu kommen. Wo ich bis Channeling der ich kennengelernt habe, da war ich invitiert, für einen Channeler mitzuerleben, von dem ich muss sagen, dass ich doch ganz spannend fand, weil die war für sich ein ganz junger Kerl, den extrem an sich geruht hat, das heißt die ganze Szenario, den seine Familie rundherum abgeführt hat, sitzt du gut, hast du genug Küssen, willst du etwas zu trinken, hat den eigentlich ziemlich stoisch über sich gelost. Und ich war jetzt, wo ich eigentlich kurz mit ihm da Kontakt hatte und der ganze Dinge, dass ich auch nur so selber eigentlich konnte mit dem Schwarzen, und ich fand, dass er ein extrem warmherziger Mensch war, den ich extrem appréciiert habe. Ja, mir dann noch den Moment von so einem Trance gehen, Kanal, weil ich mir auch kurz klammer ob für die Leute, die nicht direkt wissen, was Channeling soll sein. Channeling, also in der Stadt heute das, oder beziehungsweise New Age Esoterik hat den Ausdruck gehabt, für zu sagen, dass ein Mensch zum Kanal geht, für das andere Wesenheiten durch zu schwätzen, durch zu kommunizieren können. Da merkt man dann auch, wie die Stimme ändert, wie sich die Haltung ändert, etc. etc. Die bringen dann auch Antworten, die nicht unbedingt so alltäglich sind. Aber was genauso spannend war, das war unser Publikum. Ich war ein bisschen außenstehend, weil ich okay kann tun und ich schon mal die Sachen auch ein bisschen mit Distanz können gucken. Und das ist, was ich leider mal erlebt habe, was Publikum betrifft, ist, wie sie sich gegenseitig übertrumpft tun. Du hast nicht mehr die, mit dem du channelst. Ich channel aber mit. Ich habe bei mir gedacht, okay, das heißt, Konkurrenzdenken, also keiner haben wir nicht so ganz aus der Welt geschafft. Und dafür will ich auch ein bisschen darauf eingehen, also, was Channeling selber ist ziemlich klar. Aber was wird gechannelt, was wird als Channeling auch gesehen, beziehungsweise was wird mit dem Channeler auf sich. Aber bei all denen Wörtern ist auch wirklich immer das dran, was auf der Packung drauf steht. Das heißt, das ist, was das, wenn ich global so ich kann in einen Trance gehen, kann durch die Trance Menge Fluss, also wenn ich zum Beispiel schreibe, mit einem Fluss freie Leerflussen, weil ich da meine Filtern aus dem Bewusstsein mit rausholen in dem Moment, da kann es natürlich auch ganz oft sein, dass das dann Bewusstsein auf das Spiel ruft. Und dass es dann Bewusstsein ist, was mit als Schreibdingen in dem Moment kommuniziert. Da sind da schon viele, die sagen, ja, das ist aber nicht gechannelt. Ne? Also das ist nicht ein Wesen, ein Heger Wesen oder wie sie nennen, aufgestiegene Meister, das Kind so ein oder ein Engel oder ein Erzengel, der da kommuniziert wird, an den Tischlo gebraucht wird als Kanal, als Werkzeug für sich auszudrücken. Erstens mal, wenn ich bedenke, dass als Innerbewusstsein, als Gehirn schon von euch getrennt ist, kann ich das ein von dem anderen nicht so trennen. Das ist nur meine Meinung. Und ich bin der Meinung, solange die Message, den du könnt, eine korrekte Message ist, mit dem man etwas aufhängen kann, den einem weiterhilft, an den einem auch auf Dauer weiterhilft, also nachhaltig weiterhilft, gesehen nicht an, wo das Problem ist, ob ihn sein eigenes Bewusstsein kanalisiert oder ein Kanal als für ein Wesen, die sozusagen über da steht. Mir sind da schon da ganz viele, die Trennung machen, die sind das mit dem anderen nicht zu dienen. Wir sind derselbe Kanal, wir können drin markieren, wie wir wollen. Der zweite Punkt in der Geschichte ist, dass da eben, wie ich eben gesagt habe, da sind ganz viele Leute, die dann hinkommen und sagen, du channelst nicht mehr den, du channelst nicht mehr den. Und dass es ganz viel darum geht, eben zwar die abgestiegene Meisterin zu channeln, Engeln bis hin zu Erzengeln. Und ich stelle mir die Frage ganz oft, inwiefern die Leute, die das machen und die das von sich behaupten, wie weit sind die Leute überhaupt bereit, so Energien abzufangen. Und ich will nicht auf den Ausdruck höher schwingend angehen, am Sinn von höher schwingend als positiv, als besser, als qualitativ eben besser, hoch. Mir einfach, muss man sich das vorstellen können, wir sind Lebensbatterien, also wir laufen uns
nimme mat enger Dinge run mehrläfe mat Gleichstrom anderem, a wann do Energie vun anderen Dingen wegkommen, dat das wie wann an Eisenapparat Wieselstrom dran heet. Du fir Dich all Apparat fragt, wann du nächte Tschen ass wat die Sache irgendwo opfängt. An dat am Menge nähen es wat ganz viel Leute bisssen iwwersinn oder net mat Schirm hun. Es si man nämlich schnitzesche, wie viel Leute wirklich kenten a Kontakt mat Erzengelen zum Beispiel treten, ohne dass die wirkliche wäsch fuhren oder ob dat der Grund ass fir wat verschiedene an der Esoterik schon wirklich, wenn sich die froh stellt, ob die nach 2 Fe Boden hun, ob dat net einfach darunter leid, dass die wirklich Appppes Grode sinn an dat go net verkraften können. Ein weiterer Punkt darunter as auch der Techt, wann ich davon ausgehen, dass ich und sich nimmen dat für mich sichtbar aus an denen Ebenen, an denen Schwingungen, an denen ich in der Weh sind, wie sieht mir dann, dass ich effektiv etwas wie ein abgestiegenen Meister oder wie ein Engel unzeigen? Wie sieht mir dann, dass ich nicht irgendetwas anderes unzeigen? Und noch da will ich die Sache proper vergleichen. Das heißt, wenn ich eine Person habe, wie meine Mama, sie hat verstorben, also Kontakt, ich werde automatisch schreiben von Verstorbenen gehabt, das heißt, sie hat uns sich Verstorbener gechannelt, wenn ich so ausdrücken kann. Also hat aber Informationen gekriegt, die vollkommen richtig waren. Das heißt, du gehst ein Ding, eine Geschichte von meinem Papa, wo die krank ist, und effektiv sich nur herausfand, dass die Person, die hier Informationen gegeben hat, in alle verstorbenen Doktor aus den 1800er Jahren war. Also der Numm ist nicht mehr da eigentlich abgetaucht. Also das heißt, dass du auch Leute hingehen, nee, wenn sie Channels, dann muss es heiger Wesen sehen, beziehungsweise da muss es sehen, was ich als heiger Wesen auch gesehen, als irgendwie so ein Standard an der Geschichte, und das als ein Qualitätsunzeichen. Mir okay Beweis dafür, ob das wirklich so ist. Aber mehr Leute so, dass sie Kontakt tun an sie so Sachen wie, der kennt ganz viel auf den Internetseiten lesen und noch Bücher darüber lesen, wo Leute Erzengel Michael, Gabriel, weiss alle guten Häschen channeln. Als was für einen Grund meint du irgendein, dass die Person oder das Wesen, das die andere Seite, dass das dem anderen vorrecht sieht. Und das ist schon ganz spannende Sachen hier. Das heißt, du könntest den Dingen auch, dass sie zum Beispiel als zwar diese Informationen gehen, die nicht stimmen, ja, das wir, weil man dann nicht mit der Vorrecht die von uns gehen. Ich habe Kontakt mit der anderen Seite, das ist ein Medium. Ich channel nicht mehr wirklich, weil ich dann einfach so leicht kriege. Und die Antwort jener Seite das ganz klipp klar. Wenn wir der Meinung sind, dass du noch nicht bereit bist für das zu hören, dann so mehr der klipp klar, du bist noch nicht bereit für das zu hören, dann muss mir das nicht anlegen. Und allein, dass das als Message kommt von verschiedenen Leuten, die channeln oder die sich damit befassen, und da gibt es ein paar große Namen dran, fand ich persönlich bedenklich, sage ich mal. Am Sinne von, ja, der hat recht, erst belegen zu lassen. Das heißt, die Wesenheiten, mit denen die Leute in Kontakt sind, die haben nicht mal die Vertrauensbasis für zu sagen, ich kann denen sagen, dass die noch nicht bereit sind. Ich muss die belegen. Inwiefern das noch so spirituell sind, auch von einem höher schwingenden Wesen, von einem abaufsteigenden Meister oder einem Engel soll sein, ich bin der Meinung, da darf man alle Guten recht, die Sache unzuzweifeln. Ein weiterer Punkt bei der Geschichte ist, was bei den Channelingen herauskommt. Ganze Gruppe, besonders die von den höheren Ebenen, zwar die so Antworten kriegen, wenn er die Antworten durchliest, da gibt es 2 Versionen. Also die enge Version, das sind die, die effektiv ganz licht und liebevoll in der Weh sind, an die ein bisschen tröstend auf Leute wirken. Und ich will auch nicht sagen, dass die nicht eine gewisse Qualität tun, für einen Mensch vielleicht mal sonst die Straße ein bisschen rauszuholen. Aber sobald es eine große Idee geht, wie Changements an der Welt, dann wird die Gesellschaft extrem base kritisiert. Ganz oft an die Richtung, ja, denn hat die mit ihrem Ego, die sind auch gar nicht vom Ego, wenn die Angst, an den Ego hält sie an der Angst, an Tralali, an so viel und so weiter. Und ich schon das mitgemäht, ich meine, ich hatte schon an einem Podcast erklärt, die Sache, wo den Covid war, wo ich da gekommen bin, darauf angespart habe, von welchen gemeinsam zu meditieren, und da kommen da ganz viel. Ja, da kommen die großen Changements an dieser Welt, an den Energien, an die gehen alle gut in eine ganz andere Richtung. Aber wo ich gesagt habe, okay, dann vielleicht mal gucken, du siehst da, wenn es Lohner nicht begriffen wird, ja, da geht es eben mit einer, sei Pech.
Und das ist wirklich eine Art von, ich nenne mal spiritueller Arroganz, die mir das öfter über den Weg lebt. Aber wenn ich immer komme zu den Tischen und Leute geraten, die auf der Sicht sind, kann ich das weder noch vollziehen, was die abfeiern, noch kann ich es respektieren oder auch nicht mehr am geringsten akzeptieren. Ich freue mich scheinstens, ob die Leute, also auch da an den Channel, die da in der Welt sind, an die so, ich channeln lo, ich weiß nicht, den großen Erzengel Michael zum Beispiel, oder ich weiß nicht was, den oberstiegenden Meister in allen Dalai Lama oder was auch immer, dass die vergessen, wo sie mal ein am Anfang waren. Also lang an den Channelingen nicht der Betrug kennt, dass wenn man den Hund, den soi-disant zu dem Thema Ego, wird auch noch ein Podcast machen, soi-disant an den Ego-Ängsten dranhängt, und ob man mal die froh abbringt, für was. Weil kein von denen als ein Mäus abgestanden war so. Aber auch die haben irgendwie nie, die haben eine Krankheit mitgemacht, die haben Traumata mitgemacht. Und allein da müssen sie schon irgendwo so mal empathisch begegnen. Aber wenn ich dann die Herd gesehen mit der die soi-disant Engels-Channeler und die Leute auch gehen, an die effektiv mal einfach so klatsch aus dem Wehrraum, also ja, wenn die noch nicht begriffen haben, dann ist das hier ein eigener Pasch. Da sind ich der Meinung, dass das entweder sind das keine proper Channelinge, weil die einfach nicht mehr ihren eigenen Frust rauslassen, oder die channeln irgendetwas, was weit davon entfernt ist, auf einer gesunden Ebene zu schwingen. Egal, ob das oben oder innen ist, das spielt doch keine Rolle in der Geschichte. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen so den Tour gemäht tun, wo also die Punkte liegen. Das heißt, erstens einmal, wir können uns in das Bewusstsein kanalisieren. Was immer da geschrieben wird, ob das von High ist, also aus ihrem Innerbewusstsein, ob das aus einer Ebene ist von Verstorbenen, die man erst Kontakt abholen. Ich kenne da ganz viel, wo Großeltern bei den Enkelkindern sind, wo der Kontakt dann entsteht, und auch irgendwie nicht als Channeling rübergeholt wird. Ob das wirklich ein Wesen ist wie ein Engel, so mal, obwohl Engel ganz oft und sich just Verstorbener sind, die mehr so denominieren, die haben nicht mit Engeln zu tun. Oder falls das wirklich für ein paar minim Leute sollte ein Erzengel sein, wenn ein Erzengel mitgemacht hat, weiß genau, von was ich schwätze. Ich werde auch den ja als Thema aufgreifen. Hannah fragt einfach am Anfang, was du als Info kennt. Und dabei ist auch keinen Gedanken zu machen, dass sie sich beleidigt fühlen, weil die verstehen, dass er seiner Frau, weil die wissen schon genau, was für Schmuh lebt, aber was verschiedene Leute so vom Stapel losen und das so, sie geben irgendetwas Channel. Genauso eben was Channeler betrifft. Guckt, wie die Leute in der Weh sind. Sind sie wirklich ehrlich in der Weh? Sind sie empathisch in der Weh? Haben sie Verständnis dafür, dass sie sehen, da sind da draußen, die sind am Gang zu kämpfen, für so einen Ausweg zu finden, für etwas in eine andere Richtung zu finden, wie das, was ihnen angeboten wird. Inklusive der New Age-Esoterik, weil an dem ganzen Szenario, da herauszufinden, was wirklich richtig ist, was passt, aber wo ihr mitschwingen kann, und mitfließen kann, das ist schwer. Mit all dem, wo du überfallen, wenn du aufhängt. Guckt, wie sie mit denen umgehen, wie sie an denen Dingen sind. Guckt, ob sie davon schwätzen, dass sie eine Gabe haben, weil das heißt, dass sie sich für auserwählt haben und dass andere das nicht können. Oder wenn sie so ein Hajit verrät kann, da guckt, wie sie darüber schwätzen, was zwar die Hajit verrät kann. Jeder hat andere Talente. Den einen ist gut am Channeln, den anderen ist gut am schamanischen Reisen, den dritten ist gut an irgendwelchen aktiven magischen Richtungen, etc. etc. Guckt erst die Leute an. Und da guckt erst Massagen die sie kriegen. Sind die, wie soll ich so, nach einmal irgendwo bodenständig, sind sie nach einmal irgendwo empathisch den anderen Leute gegenüber? Oder ist das ein extrem Kilt an Herd, die du entgehen könnt? Von wegen, sobald ihn hochschwenkt, dann ist der Rest, also du guckst mal schon nicht mal drauf. Oder sind es da die so, ja, okay, also wenn so kann ihn an eine Zukunft heranschaffen, mit der dann dazu nur nach Tricken, die zu Bursten sind. Sind es Leute, die einfach nicht mehr jugieren, oder gehen sie Erschließungen mit auf der Weg? Weil ganz viel von den soi-disant Channelingen, die ganz viel Jugement dran, sie erklären alles, wie die Situation ist, wie wir Männer eine Explikation dafür bräuchten. Aber
Lesungen gehen nicht angeboten dabei. Viel Wert nicht. Man will sich Leute will genau da halten, dass sie an dem Problem bleiben. Für was denn ein Mensch das Problem besser erklärt, warten sich mehr auf das Problem fokussiert, warten sich mehr auf das Problem fokussiert, was nämlich groß ist, aber was zum Mann herauskommen. Das ist das die Machtspieler, die du da sehen. Das hat nichts mit einem properen Channeling zu tun, weil ein Channeling geht von Wesenheiten auf der anderen Seite gemäht, also wenn er von der anderen Seite kennt, egal ob das Verstorbener sind, ob das, wie gesagt, Wesen aus anderen Ebenen sehen oder von anderen Welten sind, die probieren das für uns umzuleden, für die Sachen ernst zu sehen, an ernst zu machen zu gehen, an ernst zur Hand haben können. Und das sind nicht die uns 10-mal dasselbe Problem genau erklären, für das man nicht mehr ganz fest auch an dem Problem verankert und betoniert bleiben, anstatt dass wir probieren, über die Kader herauszusehen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen etwas mit auf den Weg gehen, besonders für die, die damit aufhängen, für zu verstehen, worauf ihr da aufpassen könnt bei den ganzen Wust, den es gibt an den Sachen, für herauszufinden, wo sind die Nuancen, aber wenn ich mich selber damit befasse, was kann ich da betrüchten und auf was kann ich da angehen. Und ich werde auch einen weiteren Podcast machen, auch zum Thema, weil ich die Verstorbenen angesprochen habe, auch den Kontakt zu den Verstorbenen werde ich ausschwätzen, unter anderem, weil auch da sind da ganz viel, da ganz oft in der am Sinn von, ja, mir das sind die Erdgebunden und die muss ich an das Licht checken, also auch das werde ich noch ausschwätzen und leider kritisieren müssen. Man versteht, dass, wenn da vielleicht etwas von der anderen Seite mitkriegt, das kann ein Großpap sein. Das kann ein Wildfremde sein. Das kann effektiv ein Engel sein. Das kann ein Gottheit sein. Das kann irgendein anderer Wesen sein. Halte ich immer proper respektvoll ineinander gegenüber, weil das ja die Grundregel, die meine Mama immer gesagt hat, der Reis mit Respekt beginnt, da kommen wir auch mit Respekt zurück. Das ist die Schwingung, Respekt und Dankbarkeit. Mit diesen Schwingungen kommt die andere Seite recht gut an und da sieht er auch schon extrem aufgesichert, ohne dass 3000 Schutzgräser muss absitzen. Wandert viel sitzen, absitzen, vielleicht echt als das ist mein egalster Raum für die Matten zu schaffen, mehr wie Schutzkrise schauen, das weißt du aussehen, ein bisschen als Dinge, als Idee, und dann loskommen von Multen, schreibt nieder, was kennt, und kontrolliert es, checkt es auf. Dafür wird schon geschrieben, für das das nur lesen könnt. Und wie gesagt, los dich wahrscheinlich nicht auf die Konkurrenzkampf an, wenn einer erklärt, dass hin aber mit dem Erzengel Hai am Do in Kontakt ist. Ich schon ein Erzengel mit damit, nicht nur 2 mit gemäht. Ich schon ein richtig, vollkommen so mit gemäht. Und ich kann euch so, ich kenne da ganz viel, die geben das wahrscheinlich echt als Dämon betrachten wie als ein Engel. Wie auch das wird ein Thema sein, das ich in einem weiteren Podcast wird bringen. In dem Sinn, wie immer, vielmals merci für den Anlauf und schöne Mittag, schönen Abend und gute Nacht.